X wie Xenophilie. Das Motto der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 lautete: Zu Gast bei Freunden. Viele haben in dieser Zeit gespürt, wie befreiend und wie bereichernd es sein kann, offenen Herzens auf Fremde zuzugehen. Das meint Xenophilie, eine Vorliebe für Fremdes, für unbekannte Dinge und Menschen. Im Hebräerbrief können wir die ermutigende Mahnung lesen: Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Das griechische Wort Xenos macht aber auch die Spannung deutlich. Xenos hat eine doppelte Bedeutung: Fremder und Gast zugleich. Dass der Fremde mit seiner Andersartigkeit zu einem willkommenen Gast wird, ist mitunter ein schwieriger und auch ein riskanter Prozess. Doch Juden und Christen ist die Fremdenfreundlichkeit ins Herz eingepflanzt. Denn unsere gemeinsamen Ursprünge liegen in der Heimatlosigkeit. Abraham verlässt seine Heimat und bricht auf in die Fremde. Das Volk Israel zerbricht fast am Gefühl des Fremdseins und wird von den Ägyptern versklavt. Gott führt schließlich die Israeliten aus dem Fremdsein hinaus in das verheißene Land. Und Jesus? Er ist oft zu Gast bei Menschen, die wie Fremdkörper wirken und nicht so recht in die Gesellschaft passen. In der großen Gerichtsrede identifiziert sich Jesus mit dem Fremden. Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Das kann im Advent für uns Christen heißen: sich bewusst Zeit nehmen, Gastfreundschaft schenken und erleben, das Unbehagen gegenüber Fremden überwinden und aus echtem Interesse Zeit investieren für Menschen, die einem bisher fremd waren, um sie besser kennenzulernen. Für uns als Kirche stellt sich die Frage: Wie gehen wir in unseren Gemeinden mit den sogenannten Fernstehenden um und mit denen, die nicht mehr oder noch nicht zu uns gehören?